Vor Anbeginn der Zeit gab es den Würfel. Wir wissen nicht, wo er herkommt. Wir wissen nur, dass er die Macht hat, Welten zu erschaffen und sie mit Leben zu erfüllen. So wurde unsere Rasse geboren. Eine Zeit lang lebten wir in Harmonie, aber wie bei jeder großen Macht wollten sie einige für das Gute, andere für das Böse einsetzen. Und so begann der Krieg. Ein Krieg, der unseren Planeten verwüstete, bis der Tod ihn verschlang und der Würfel im fernen Weltraum verloren ging. Wir waren über das ganze Universum verstreut, in der Hoffnung, ihn zu finden und unsere Heimat wieder aufbauen zu können. Wir suchten auf jedem Stern und auf jeder Welt. Und gerade als alle Hoffnung verloren schien, führte uns die Nachricht einer neuen Entdeckung zu einem unbekannten Planeten namens Erde. Aber wir kamen zu spät. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well I've got you. Und somit Christi zu diesem etwas sehr umfangreichen Infovideo, was nun in den kommenden, ich sag mal 3 Jahren aufwärts auf diesem Kanal auf dich zukommt. Richtig gehört. Und zwar folgendes, wenn du durch Bund zuhörst, auf dieses Video gekommen bist, Christi aus der Steiermark, und der Rest ist für meine Zuschauer interessant, die mich schon länger verfolgen oder die wie eingeblendet in den letzten Wochen hinzukamen. Genau, ich weiß ungefähr, wer zuschauen könnte, unter Anführungszeichen. Bei vielen sind leider die Namen so nicht ersichtlich und der Rest, der ergibt sich, wenn wir soweit sind. Genau, gleich mal eins vorweg, ich werde die Tonspuraufnahmen oder das Gesprochene in mehreren Etappen aufnehmen müssen, da dieses Infovideo 2 Teile beinhaltet. Genau, den Hauptkanal, den ich jetzt befasse mit Videospiele etc. und den Zweitkanal im Anschluss daran, der sich mit anderen Dingen befasst. Genau. Das erste, und das ist mir persönlich das Allerwichtigste, ich versuche ein Gleichgewicht darzustellen zwischen meinen Interessen und deiner, ich nenne es mal, ja, wenn du vielleicht ein Problem mit Dingen hast, sagen wir es jetzt einmal so, offen und ehrlich gesagt, du darfst mir bitte nicht besser sein, wenn ich für mich selber den Dialekt und die Intros allerorts in Musikgeschmack, alles was du halt so siehst auf meinem Kanal, beibehalte. Du darfst mir da bitte nicht böse sein, aber ich mag das Erstellen von Musik, ab und zu nehme ich auch etwas aus meinem Repertoire, was ich so höre. Und ich möchte das bitte beibehalten, gell? Also, dass wir uns da gleich einig sind, schon wissen, um was es geht, gell? Und dann kommt der zweite Punkt. Es werden Spiele folgen, die ich für mich selber ausgesucht habe, die mich interessieren. Und ich weiß ja nicht, ich bin ja nun mittlerweile auch schon 42, ich weiß ja nicht, wie lange mich YouTube noch interessiert. Und in dieser Zeit möchte ich noch ein bisschen meinen Spaß haben da auf YouTube und das spielen und das zeigen, was mich wirklich interessiert, gell? Also dahingehend darfst mir bitte nicht böse sein, gell? Und vor allem die Dinge, die noch kommen werden, möchte ich mit meinem Schichtbetrieb leben, Privatleben, Hobbys etc. ein bisschen in Einklang bringen,
dass ich da keinen Stress habe und du auch keinen Stress mehr anschauen. Ich habe mir mittlerweile schon zusammengerissen, die Episoden, ja, sagen wir so, zwischen 25 und 30 Minuten zu halten. Genau. Es wird dann auch so weitergehen wie bis dato mit einer kleinen Änderung. 4 Slots, 2 Tage ein Video, 2 Rollenspiel-Slots und 2 Slots für verschiedene Spiele, Genre etc. und Bibabo und Tralalum. Genau. So wird's dann weitergehen. Im nächsten Jahr 2024, das ist sowas wie ein erneuter Neuanfang für den Kanal, und in puncto, ich will jetzt, ob ich es schon einblendet habe, weiß ich nicht, ich werde es nochmal einblenden. Der Kanal hat in den letzten 30 Tagen, ein bisschen mehr drüber, auch einen immensen Zuwachs erhalten, was mich persönlich verblüfft, weil ich mit so einem, ja, ich sage mal, mit den Content, den ich da mache, nie damit gerechnet hätte, gell? Dann die Spiele, die ich schon über das ganze Jahr hinweg irgendwo mal angeteasert habe. Spiele wie Bloodborne, Dark Souls, Alien Isolation, The Outer Worlds, The Last of Us, Zombie Army Trilogy. Sie werden kommen. Irgendwann. Und sie beinhalten immer das Thema meine Lust und Laune drauf. Genau, ich habe noch einiges vorbereitet. Du wirst auch gleich sehen, da kommt noch etwas mehr, aber bitte alles zu seiner Zeit, wie es auch im Kanal-Trailer zu sehen ist, gell? Alles zu seiner Zeit, und wenn wir das so hinkriegen, dann bin ich glücklich und ich hoffe, dass ihr auch seid, gell? Der nächste große Punkt wären Community-Spiele. Da habe ich mir jetzt vorab mal 3 ausgesucht. Es ist mittlerweile angelaufen. Anno 1800. Das ist bitte mein erstes Mal. Ich muss mich erst reinspielen in diesen ganzen Dingsbums da, in dieses ganze Aufbaugenre, keine Ahnung. Dann The Forest und Sunken Land. In beide habe ich schon reingeschnüffelt, und die 2 Playlisten sind in der Videobeschreibung verlinkt. Und ich bin ja nicht abgeneigt von Neuem, absolut nicht. Vielleicht findet man zukünftig weitere Spiele. Genau. Ich habe da schon einiges. Wenn du das schon kennst, schön für die. Aber ich kenn's noch nicht. Weil ich mir einfach nicht viel spoilern lasse. Sagen wir es einmal so. Genau. Ich bin wie eine Jungfrau, die an etwas rangeht. Genau. Das waren jetzt mal die ersten 5 Punkte. Es folgen aber noch 5. Ich werde, kurzer Blick. Ich werde jetzt mal einen kleinen Schnitt machen. Du wirst jetzt etwas sehen und dann hören wir uns wieder. Bis gleich. Now the pale morning sings of forgotten things. She plays the tune for those who wish to overlook the fact that they've been blindly deceived by those who preach and pray and teach. But she falls short and the night explodes in laughter. Don't you come here and say time it all shifts one way or the other. And I'm a goddamn coward, but then again so are you. And the lions roar,
you back to me. The Long Dark wird in der Zukunft eine große Rolle auf dem Kanal spielen. Ich nenne es jetzt mit Absicht in der Zukunft. Frühestens 2025 hat seine Gründe. Es kam ja dieser Bezahl-DLC von Tales from Far Territory. Und da sind ja neue Karten reinkommen, neue Mechaniken, neue Items und. Die möchte ich mir dann genauer anschauen. Und Episode 5 erscheint 2024 irgendwann einmal. Weiß ich jetzt nicht ganz genau wann. Und das wird aber der Sache keinen Abgrund tun. Ich möchte mir den Überlebensmodus anschauen, noch einmal genauer. Ich werde mir einen Ort aussuchen und werde versuchen, durch diesen Ort, von diesem Ort weg in die neuen Gebiete zu kommen. Es wird ein relativ langer Marsch. Ich weiß ja ungefähr den Aufbau von dem Ganzen und wir werden dann die neuen Orte erkunden. Hinsichtlich dessen bin ich wahrscheinlich wieder mal der Letzte. Genau, weil du wirst das Ganze schon kennen, nur ich nicht. Also muss ich mir dazu was einfallen lassen. Das Tolle dran ist, ich kann es über das kommende Jahr schön aufnehmen, wann ich Lust und Zeit und Laune habe dafür. Genau. Intro habe ich ja schon bereits, beziehungsweise mein eigenes Intro dafür habe ich. Und ich, für meinen Teil, habe ja den das Wintermute-Intro eingeblendet. Das zugehörige Lied findest du in der Videobeschreibung. Genau, wenn es dir gefällt, natürlich. Kommen wir nun, bitte nicht hauen für die nächsten 2. Ja, sagen wir, 3 Genre habe ich noch. Ich habe noch so viel. Schau einfach zu, du wirst das sagen, wenn ich gleich sehen. Wir fangen an. Ich habe mir für die Xbox 360, ja, du hörst richtig, Xbox 360 wird in den kommenden Jahren auch einen großen Anteil nehmen auf dem Kanal. Ich habe mir da einige Spielereien rausgesucht, die werden auch folgen. Genau. Und zwar fangen wir mit Need for Speed an. Wurscht ob jetzt Need for Speed Shift 1 oder 2. Und 2 muss ich sagen, Carbon, Most Wanted, Undercover, Hot Pursuit oder auch Pro Street. Wird alles von der 360 kommen. Welches ich mir aussuche, das weiß ich noch nicht. Wie gesagt, alles Lust und Launen abhängig. Genre Nummer 2, ganz was Neues. Ich habe aufgeholt, oder beziehungsweise wie du es am Anfang im Intro schon gesehen hast, es geht um Transformers. Genau. Ich habe 6 Spiele geholt für die Xbox 360 im Laufe des 2023er Jahres. Diese 6 Spiele werden wir uns auch anschauen. Ich für meinen Teil bin gespannt, wie sie sind und hin und her und bla bla bla. Ich habe es in einem Video schon erwähnt, ich bin ein relativ großer Transformers-Fan seit Anbeginn der Zeit. Genau. Das nächste Genre, beziehungsweise die nächste Reihe, die auch kommen wird, die freut mich natürlich auch. 2006, 7, 8, 9, 10 und 11. SmackDown vs. Raw 2006 bis 11. Ich werde mir hier immer wieder was raussuchen, was mir gerade einfällt. In der Videobeschreibung hast du, wenn du schaust, einen Playthrough oder einen Durchlauf mit der Mickie James. Genau, wenn er dich interessiert, bitteschön, in der Videobeschreibung ist er verlinkt. Genau, kurz und schmerzlos. Und nun, eigentlich, aufgrund der Thematik habe ich mich entschieden, es auf den Zweitkanal zu setzen. Und jetzt passt ganz genau auf, du wirst staunen. Die dauern circa 15 bis 20 Stunden, sage ich jetzt einmal. Und zwar beide Discovery-Touren von Assassin's Creed Odyssey und Valhalla. Die kommen 2024 auf den Zweitkanal rüber. Genau. Ich glaube, das passt, oder? Ist im Prinzip kein Spiel für mich. Das ist wie du siehst, eine Tour, wo du halt was lernen kannst über die verschiedenen Kulturen etc. Ne? Und wird eine japanische Discovery Tour nehmen,
geben, würde ich die auch nehmen. Richtig. Das sind Dinge, die interessieren mich einfach. So, ich hoffe, falsch. 2 Kapitel habe ich mir für den Schluss aufgehalten. Das, was du jetzt alles gehört hast, ist für die Zukunft. Das zweite, formulieren wir es anders, das, was jetzt folgt, ist jetzt aktuell. Und da kommt was. Fallout 4. Genau. Jetzt zeitgleich mit diesem Video sind 2 Umfragen im Community Tab erschienen. Wenn es dich interessiert, schau rein und ich erkläre dir nun, um was es genau geht. Und zwar Fallout 4, es gibt 2 Varianten. BZW, derzeit bin ich in Fahrhaber unterwegs bei den Aufnahmen. Nach Fahrhaber möchte ich noch mit Nick Valentine Covenant machen. Danach werden wir den Nick in die Burg schicken. Wir werden dann alleine die Bruderschaft-Storyline bis zu einem bestimmten Punkt machen, werden dann zu Preston laufen in die Burg, werden ihn triggern, dass wir mit den Minutemen das Institut angreifen. Genau, der Kampf mit dem Institut und danach, wenn wir das Institut ad acta oder zu den Akten gelegt haben, sage ich jetzt einmal so, werden wir den Preston triggern, dass wir über die Burg die Bruderschaft angreifen. Genau, ich hoffe, das haut hin und ich hoffe, das funktioniert auch. Genau. Mein eigentlicher Plan ist, nach der Geschichte mit der Bruderschaft Fallout 4 mal zu pausieren. Genau. In der Zwischenzeit, wenn Fallout 4 pausiert, kommt Cyberpunk 2077. Da gab es vor kurzem das 2.1er Update. Mit auf der Xbox Series S war das ca. 56 GB groß. Es kam die Metro dazu, es wurde der Endboss, keine Ahnung, wurde verbessert von der Mechanik her oder von der KI her, was weiß ich. Dann würde Cyberpunk folgen mit allen Lore-Inhalten, da würde man dann echt die Zeit nehmen dafür, wenn ich das aufnehme. Und wenn wir dann Cyberpunk inklusive Erweiterung fertig haben, folgt Fallout 4 nochmal mit dem Baumodus in den Siedlungen. Da gibt es nur einige Dinge, die ich gerne mal probieren möchte. Und danach der eigentliche Let's Play-Aufhänger, der Wandererfeld in Ungnade. Der Wandererfeld in Ungnade wird so ablaufen. Wir werden mit unserem Charakter Nuka World fertig machen. Wir werden mit den Raidern ins Commonwealth stürmen, werden das Commonwealth komplett umbauen als Raider-Gebiet. Werden versuchen, das muss ich testen, es gibt eine Mod, die es zulässt, dass man Preston töten kann. Genau. Und das Fallout 4 Let's Play wird enden mit dem Tod des Charakters. Kurz und schmerzlos formuliert. Ja? Da schaust du wieder, wa? Und zeitgleich spiele ich dir jetzt schnell noch ein Intro ein. Zeitgleich mit der Fallout 4 Umfrage kam auch eine Anfrage an dich gerichtet, wegen Generation Zero. Würde es dich noch interessieren? Wenn ja, ist in Ordnung. Wenn nicht und du sagst, na bitte lass mich damit in Ruhe, das interessiert mich aber schon gar nicht mehr, da kann ich ein Bargi und man aussaufen eher. Muss man das, du wirst das dann sehen im Community Tab. Ist auch verlinkt. Vielleicht finden wir Einigung.
zur Fallout 4 Name in der Umfrage. Es gibt 2 Varianten, wie wir voranschreiten werden, wie wir voranschreiten können. Also das überlasse ich dir. Willst du zuerst Fallout 4 komplett beenden mit dem Tod des Charakters oder willst du nach der Bruderschaft mit der oder willst du nach dem Kampf mit der Bruderschaft Cyberpunk inklusive Erweiterung sehen? Du siehst das im Info-Tab oder im Community-Tab und brauchst halt nur anklicken, was dich interessieren würde und wie. Ne? Ich werde dann aber später dahin auf nur einmal eingehen, wenn es dann soweit ist, dass wir die Bruderschaft vernichtet haben, dann werde ich mal auf dieses Thema eingehen im dazugehörigen Video und das Ganze nochmal in Erinnerung rufen. Genau, das ist jetzt nun mal der Videospielinhalt. Ich weiß, ich habe dir eigentlich 10 Minuten versprochen und es ist schon wieder mal länger geworden, ich weiß. Hehehe. Wurscht, egal, ich habe dazu alles ausgelassen für die nächsten Jahre. Ich muss in Jahren rechnen, eben durch 4 Tage oder 4 Slots, 2 Tage ein Video. Dadurch zieht sich das Ganze etwas in die Länge. Und ich weiß ja, ich kenne es von mir selber, das habe ich mittlerweile schon etwas abgestellt. Stress im Alltag. Ich bin mittlerweile sehr stressresistent im Alltag. Ich lasse sowas nicht an mir ran, gell. Das ist. Da vergiss ich zu viel. BZW, ich kann die Zeit, die ich habe, weniger genießen. Dazu gibt's aber auch irgendwann einmal ein Infovideo, warum und wieso das bei mir so ist. Und, was ich vergessen habe, hinter den Kulissen habe ich auch mal angeteasert im Laufe des Jahres. Das folgt am Hauptkanal. Genau, Mann, das wirst du früh genug erfahren. Und nun machen wir einen kleinen Sprung hinüber zum Zweitkanal. Ich werde versuchen, den Zweitkanal relativ kurz zu halten. Da gibt es nicht viel. Das meiste hast du in diesem Jahr schon gesehen. Genau. Und einen Trailer spiele ich ein, wo ich unten einblende für beide Kanäle. Beziehungsweise das so wieder gleich, da kommt ein Trailer zwischen rein, der für beide Kanäle ist. Auf beiden Kanälen wird was kommen davon. Wie, wo, was, das wirst du dann gleich sehen. Und wir springen nun rüber zum Zweitkanal. Bis gleich. Und nun für den Zweitkanal alles kurz zusammengefasst. Ich habe versprochen, ich halte mich relativ kurz. Der Videospielteil ist etwas länger geworden, dafür für die Inhalte für den Zweitkanal kurz und bündig zusammengefasst. Wie du schon im ersten Teil gesehen hast, die Discovery-Touren aus Valhalla und Odyssey landen hier. Dafür habe ich hinter den Kulissen zu meinen Kanälen habe ich auf den Hauptkanal geschmissen. Genau. Dann Kurztrips, Area 53, Kaltenbach und sonstige Themen, die mich interessieren, werden hier landen. Und kurz und schmerzlos. Mehr verrate ich jetzt noch nicht. Dazu wird's für beide Kanäle ein kurzes Infovideo geben. Ich wollte hier eigentlich einen Trailer zeigen, das habe ich jetzt aber verworfen. Du wirst es dann sehen, wenn es heißt, es ist spruchreif, beziehungsweise alles, was ich mir vorgestellt habe, trifft ein und wird auch eintreffen. Genau, ich möchte noch ein bisschen abwarten, aber wenn es soweit ist, für 2024 ist was Großes geplant. Genau, das muss wirklich geplant werden. Erzähle ich dir dann aber auch in dem dazugehörigen Video, jenes ich für beide Kanäle hochlade. Genau. Und somit mehr Zeit zum Zweitkanal nicht verraten. Sämtliche Formate, die ich am Hauptkanal hatte, landen hier. Habe ich schon erklärt. Und das wirklich große Ding kommt und folgt dann am Zweitkanal, wenn ich was weiß, wenn ich mehr weiß, wenn alles in
festen Taschen ist, folgt ein großes Infovideo für beide Kanäle. Und somit können wir in die Zukunft dieses Kanals starten. Umfragen werden kommen. Umfragen und Sendepläne sind momentan das einzige, das wirklich geplant ist. Und in knapp 10 Tagen sollte dann der Sendeplan hoch im Community-Tab erscheinen für die Zeit über Weihnachten und Silvester bis zum 7. Jänner. Und danach hören wir uns wieder. Genau, ein kleines Video folgt noch, wo ich mich über Weihnachten verabschiede. Das wirst du aber auch noch alles sehen. Und je nachdem, was kommt, das kommt. Und wir gehen Vollgas ins nächste Jahr. BZW für beide Kanäle in die nächsten Jahre. Bis zum nächsten Mal. Baba!